Alice. Alan! Alice! Alan! Nein! Alice! Decken Sie die Waffe weg. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kommen Sie runter, Nightingale. Wir haben ihn. Großer Gott! Was ist denn bloß los mit Ihnen? Da drinnen ist ein Zivilist. Anzahlung nehmen. Ich weiß nicht, was ich mehr Angst habe. Steck dir die Taschenlampe doch sonst wohin. Pass auf, wo du damit hinzielst, Al. Atsch! Ich weiß nicht, was ich mehr Angst habe. Vor den Wald da draußen oder Lass vor das, ihm. Al. Hör auf! Ich krieg noch Migräne, Al. Du weißt, dass die mich außer Gefecht setzt. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Ja, das freut mich aber, dass sie eine Fanseiten für ihn eingerichtet hat. Grüß dich zurück bei Alan Wake. Wir sind jetzt da in diesem komischen Holzbunker, oder was das immer sein soll. Und jetzt werden wir halt mal irgendwas tun, damit wir irgendwas tun. Was haben wir da? Warte mal, kommen wir da. Eclipse, Ice Age Exhibit, Happy Camp, das freut mich. Bugtoothed Charlie. Skelett eines Prärie-Mammuts, Mammutus columbi. Dieses Exemplar, dessen Alter auf etwa 14.000 Jahre geschätzt wird, wurde 1981, in den La Brea Tar-Pits gefunden. 1998 wurde es dem Elderwood Nationalpark gestiftet, als das Prärie-Mammut zum offiziellen Staatsfossil Washingtons erklärt wurde. Das Mammut wurde Hasenzahn-Charlie getauft und ist inzwischen das offizielle Maskottchen des Parks. Ne, schön. Also, immer schön zum Zahnarzt gehen, Charlie. Was haben wir da? Ernsthaft, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alles Weißt ist du einfach... eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich mein, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bald reif für die Klapsmühle. Warte hier. Warte hier. Na gut. Ich will weiterlesen, weil das Lesen da ist jetzt interessanter, wie mit ihm sprechen. Was haben wir denn da? Was? Genau, okay. Okay. Ja, schön. Ja, schön. Du lässt es sicher geil Urlaub machen. Elderwood. So, schauen wir mal. Ich will da... geht nicht, schaut. Ne, komm, geht da raus. Ich will da her. Was haben wir da? Da kannst du nicht zuzoomen. Scheiße. Hallo Bär. Das ist der Erklärbär. Der ist sicher in Not. Ah, was haben wir da? Ah, schön, hä? Ah ja, schöner Parkplatz. Ganz ruhig, Junge. Es ist fast geschafft. Hi, Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber können Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Das Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. Okay. Max ist noch benommen von der Betäubung. Ich möchte ihn lieber noch nicht allein lassen. Das Formular liegt auf dem Tisch gegenüber vom Mammutskelett. Okay, es war kein Bernhardiner, es war ein Golden Red River. Na gut. Ach, was für eine süße Hunderasse. Du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein, diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, ey, komm schon, du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst,
Dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich reingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Ich lach mich tot. Gut, aber wo ist das Formular? Aha, mit dem Fingernagel unterschreiben. Das ist natürlich... Ja, sehr schön. Was haben wir jetzt da? Ah ja, ihm ist Formular geben. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lovers Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. In welche Scheiße hast... Finden, orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Oh, und passen Sie auf, als Sie durch den Wald gehen wollen. Nicht, dass es Ihnen so geht wie Max. Ich bin etwas besorgt. Wir haben da draußen ein paar Camper, von denen wir länger nichts gehört haben. Nicht, dass Sie sich regelmäßig melden sollten, aber mit diesen Fallen... Naja, ich will einfach keinen Ärger. Okay, danke. In welche Scheiße hast du uns hier geritten? Du hättest doch keinen einfach nur deine Frau ganz doll lieb haben, dann war das nie passiert. Okay, dort müssen wir hin. Spiel. Danke. Hör mal, ich soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast. Bups! Und der sich dann in Luft auflöst? Boah. Und war, bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Nein, ich hab mir die Hosen, hab ich sagen, hab ihn mit dem Arsch angestreut und hab ihn Schaß lassen. Du Mein machst Gott, dich Mann. sonst immer auf mieseste Art über Leute... Das ist doch verrückt, Al. Al? Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, Sie töten sie! Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lovers Peak. Und ich soll allein kommen. Okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier. Und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Was? Was? Pass bloß auf, wenn du es mit den knall dich. Einheimischen zu tun hast. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Sie hassen Touristen. Denk nur mal an, beim Sterben ist jeder der Erste. Gesundheit. Ich hätte... Dieser Ort hier bringt mich doch um. Hier gibt's garantiert Schimmel, Sporen, Gift, Efeu und Gott weiß was. Die wissen schon, warum sie 15% Anzahlung nehmen. Ich weiß nicht, was ich mehr Angst hab. Steck dir die Taschenlampe doch sonst wohin. Pass auf, wo du damit hinzielst, Al. Autsch! Ich weiß nicht, was ich mehr Angst hab. Vor den Wald da draußen oder Lass vor das, ihm. Al. Hör auf! Ich krieg noch Migräne, Al. Du weißt, dass die mich außer Gefecht setzt. Na gut, lassen wir's. Ich brauche wirklich einmal Pause bei YouTube. Warte mal kurz, schau. Ich glaube eher, du bist der Geist. Gut, gehen wir so. Da. Ah, jetzt da. Weißt du was, wir schalten an, da haben wir Strom sparen. Sehr gut. Ich will da aussehen. Hey, wo kann man denn da aussehen? Ich will da aussehen, ich will da auch aussehen. Da. Zum Lovers Peak gehen. Okay, der geliebte Pickel. Oh. Stephen King's The Stand, das letzte Gefecht. Oder The Crow. Oder sonstiges. Ja, The Crow war ein geiler Film. Aber auch nur der erste, gell. Also. Zum Schluss werden wir das alles lesen. Außer ich vergieß. Und wenn ich vergieß, das ist auch wurscht. So. Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und sie hatten Alice. Ja, vielleicht suchst du das im Wunderland, du Trottel, du. Oh Gott. Uah. Was haben denn die da für Essmenüen?
Ja, fühl sicher nicht. Zum Lovers Peak. Was ist da? Das kann ich leider nicht lesen. Ich will das da einschalten. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hatte sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das so organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre genießen. Für alles andere bin ich doch schon etwas zu klapprig, wissen Sie? Oh, wem sagen Sie das? Kein Sackhüpfen mehr für uns alte Männer, was? Ja, genau, Pat. Aber ich werde mir natürlich die Parade ansehen. Und ich bin auch Preisrichter beim Backwettbewerb. Dafür braucht man ein ganz anderes Training. Oh ja, das liegt mir auf jeden Fall mehr. Aber Doc, im Ernst, Sie sind ziemlich gut in Form und gerne an der frischen Luft. Ich weiß, dass Sie sehr gerne angeln. Das stimmt. Und gerade heute Morgen habe ich einen riesigen Forellenbarsch gefangen. Ja. Aber Sie nehmen nicht am Angelwettbewerb teil? Nein, dieses Jahr nicht. Ach, wissen Sie, Pat, mir liegt nicht mehr viel an Wettkämpfen. Ich nehme mir lieber Zeit und genieße die Ruhe. Es macht keinen Spaß, wenn es nur darum geht, was ich fange, verstehen Sie? Wenn man sich Ihre früheren Ergebnisse so ansieht, sind die anderen Teilnehmer vermutlich sehr froh über diese Meinung. Vielen Dank für das Kompliment. So, aus der Bude, weil ich hab, wie wir das letzte Mal Radio geguckt haben, habe ich nämlich eine kleine Content-Urheberbeschwerde gehabt. Da müssen wir mal. Nichts Weltbewegendes, die Folge ist zwar noch online, aber das ist riesengroß aufgepoppt. Oh, ein Erdbeben. Es bebte die Erde. Es bebte die Erde, zum Arsch ich werde. Lovers Peak, Moonshine Cave, Elderwood Nature Trail. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Oh. Hier ist wieder eine Hütte, meine Güte. Oh mein Gott, die Vögel, sie kommen. Ich hab's ja schon immer gut, da geht's nicht um Stephen King, da geht's ja um Alfred Hitchcock. Okay, was haben wir da? Ich bin aber eigentlich auch ein fester Depp, ha? Schuld und Sühne. Krebs und Heilung der Menschheit. Doch manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem in Night Springs. Heute Abend der Mann im Spiegel. Er ist drin, Agent. Ein schräger Typ. So, Sie haben den Kerl also getötet. Warum? Hat's verdient? Ja, aber aus welchem Grund? Sie sind ein netter Typ. Normal. Fahren Ihr Kind zum Fußball. Wieso suchen Sie da jemanden aus und, ich zitiere den festnehmenden Beamten, greifen den Kopf des Opfers wiederholt mit Ihrer bevorzugten Waffe den bloßen Fäusten an? Wow, das war mal ein Satz, was? Literatur ist wohl nicht Ihr Ding. Okay, Sie verprügeln ihn. Warum? Wer war der Kerl? Wir wissen es nicht. Warum tut jemand wie Sie so etwas? Sein Gesicht war hässlich. Muss schlimm gewesen sein, so wie es jetzt aussieht. Er ist überhaupt nicht mehr zu erkennen. Er hat keinen Ausweis. Das muss schwierig sein. Aber wir haben Fingerabdrücke und Treffer. Es sind Ihre. Identisch. Oh, na so etwas. Ihr Sohn sagte, Sie hätten ein weißes T-Shirt getragen. Das Weiße trägt das Opfer. Jetzt ist es eher rot. Damit kommen Sie nicht durch. Glauben Sie echt, dass mich das irgendwie interessiert?
Ich hatte viel Zeit, mit meinem Sohn zu reden, bis die Polizei kam. Er hört nicht auf zu schreien, stimmt's? Ob er je wieder in Ordnung kommt? Ich war gründlich. Sie Bastard! Was? Erschießen Sie mich? Wozu? Ich gehe in den Knast. Sie haben mich. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das werden Sie nie. Vielleicht sehen Sie mich, Agent. Vielleicht im Spiegel. Jupp, das war Night Springs. Besser wie das ganze Spiel bis jetzt, muss ich schon sagen. Warte mal, was ist denn da? Vielleicht wird's ja noch. Schauen wir mal. Ich sicher spiel's durch. Aber es ist jetzt nicht unbedingt eins, dass ich sage, es ist, ja, es ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, wo ich sage, das brauche ich noch einmal. Nö, da warte ich lieber noch auf was anderes. Was haben wir denn da? Einen Hang, viel Schnee. Da hätten wir eine Aussichtshütte oder sonstiges, weiß ich nicht, wie du das nennen willst. Und eine Manuskriptseite, die werden wir zum Schluss lesen, habe ich eh schon erzählt und erwähnt. Warte mal kurz, was haben wir denn da? Drop Hazard. Oh. Nächste Manuskriptseite. Warte mal. Jedes Auto, was Licht hat oder wo ein Licht brennt, das kannst du fahren. Okay, das habe ich mitgekriegt. Die Vision hatte mich geschwächt. Es war keine Kopfverletzung. Rusty, durchhalten! Ich komme! Bitte helft mir! Lauf nicht zu schnell, mein Freund Alan. Deine Raucherlunge, sie quälte ihn. Sein Atem wurde langsamer, erschöpfter. Er quälte sich, um Luft zu bekommen. Krusty der Clown, also Rusty der Clown, oder? Wir hatten der Clown bei den Simpsons Carson, was denn? Ich komme schon erst. Du kannst ja noch 3 Minuten warten, ich geh jetzt erst da rein, das ist mir sympathischer. Du warst mir eigentlich nur sympathischer wegen dem Hund, weil du so liebevoll um den Hund gekümmert hast. Gut. Das Ranger-Büro war abgeschlossen. Ich brauchte einen Schlüssel. Du wirst aber einen Schlüssel haben, Alter, mach mich nicht narrisch. Was ist da? Nix. Elderwood National Trail, Moonshine Cave. Moonshine Cave, das wird wahrscheinlich der Po des Parks sein. Mhm. Warte mal. Ah! Hallo? Hier hinten! Ich bin hier hinten! Hallo! Mr. Wake? Oh Mist! Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen... Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Was auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Mei, ist der süß. Shh, ganz ruhig. Ganz ruhig, mein Kleiner. Ich bin eh da. Passiert da eh nix. Moment, was?
Warte mal. Ach Gott, ich vergesse diese halbseidene Überlebensmechanik. Aber warte mal, wo muss ich jetzt hin? Lichter anschalten. Ja, wo ist der Lichtschalter? Vor lauter Blödeln und vor lauter Blöder mal dumm Scheiß, mal dumm Sprüche klopfen. Weißt? Nur, es ist halt diese Wegbeschreibung da oben, die macht mich ganz deppert. Kapier ich nicht. Aber wo ist da jetzt ein Lichtschalter, bitte? Machen wir jetzt nicht narrisch. Wo ist da ein Lichtschalter, bitte? Kapier ich nicht. Warte mal. Ich konnte nur für Rusty Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Ah, so geht's. Ja, dann tu was. Für das wirst du bezahlt, dass du's tust. Okay, jetzt wird dann gleich einmal geschossen. Das freut mich natürlich. Ich kam zu spät. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Rusty! Rusty! Dann lauf, Alan. Lauf! Auf dem Boden waren Öllachen, die wie flüssige Dunkelheit aussahen. Ah, da ist sie. Herrst Junge, so wird es auch mit deinem nächsten Buch nichts, wenn du die Seiten überall liegen lässt. In ganz Amerika verstrahlt. Das ist ein Vogel. Hey, lasst den Hund in Ruhe. Jäger brauchen Jagdlizenzen. Na, der schon wieder. Jetzt musst du erst nachladen, das ist so ein... Hallo, da bin ich. Also das ist ein Star, okay. Und das ist der Krusty, der Clown am Arsch. Irgendetwas hatte ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. Ja, Tommyknockers, das Monstrum, ist ja klar. Bitte nicht die Tiere füttern. Folgen Sie stets den Anweisungen der Ranger. Das Angeln ist Supersuchern erlaubt, eine Lizenz für den Park erworben haben. Gehen Sie nie näher als 100 Meter an Bären und Wölfe heran. Halten Sie zu einer Orientierung möglichen Zeiten ab 20 Metern ein. Ist das ein Bosskampf oder was? Ausschauen das so, gell? Alleine geführt werden, lassen Sie Ihre Hunde nie los. Es verstößt gegen das Gesetz, Naturobjekte oder historische Artefakte aus dem... Das gilt auch für
Steine, die sie am Fluss finden und sogar für Bären. Aha. Mein Alter, weißt du, was mir am meisten am Arsch geht? Diese Raucherlungen. Jetzt musst du erst nachladen, du bist erst eine Pfeife. Ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, ich meine, außer es wird noch ein bisschen, aber unbedingt schwer ist das Spiel auch nicht. Au! Drecksau! Sagte er und bekam eine Rückklicks auf die Schnauze. Noch irgendwelche Fragen? Wo müssen wir jetzt hin? Lavas Peak erreichen. So, wie spät ist es denn jetzt? Warte mal ganz kurz. Ja, passt. Beim nächsten Kontrollpunkt machen wir eine kleine Pause und dann geht's in einer Woche wieder weiter. So schaut's mir aus im Schneckenhaus. Kontrollpunkt erreicht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und dann quälen wir uns hier quälendigst weiter. Bis zum nächsten Mal. Baba.